Ich erzähle euch das Märchen von den singenden, klingenden Händchen. Und das geht so. Ganz hoch im Norden, fast am Nordpol oben, haben Zwerge in einem Wald gelebt. Und der Altzwerg war uralt und der war der weiseste von allen. Und der hat auch ein bisschen befohlen und alle mussten hier schauen, was der sagt. Und in diesem Wald hatte es ein Mädchen, das hat Annika geheissen. Und die Annika, die hat für Tiere geschaut und hat für die Zwerge geschaut. Also wenn einer umgekehrt ist, dann hat sie ihn im Bein eingerieben. Oder wenn einer Husten hatte, hat sie ihn im Tee gemacht. Oder wenn jemand ein Pflaster gebraucht hat, hat sie ein Pflasterchen drauf getan. Und darum haben sie die Annika so gern gehabt. Das war ihre beste Freundin. Und als sie einmal nicht dort war, haben sie gesagt, jetzt kommt die Weihnacht und der Annika müssen wir ein Geschenk geben. Und einer der Zwerge hat gerufen, ein Kühlschrank, ein Kühlschrank. Hat der andere gesagt, geht's noch, geht's noch. Wir, die so kalt haben, aber die braucht doch keinen Kühlschrank. Und so haben sie gern gestürmt, dass wir denen schenken können. Und nichts hat gepasst. Dann sind sie hier zu ihrem Udo und sie fragen, los, du bist ja so alt und weise, was willst du jetzt der Annika schenken? Dann ist der aufgestanden und ist dreimal um den Baum herumgelaufen und hat die Hänge auf den Rücken gehabt und sich überlegt, was könnten wir machen. Und dann hat er so mit dem Hängen sich hergehöckelt gestellt und hat er so mit den Hängen zugemacht und da so dreht und hat gesagt, ja, was könnten wir jetzt der Annika schenken? Ja, ich hasse. Und dann hat er gesagt, wisst ihr wisst ja, ich lese mir gern. Ich könnte der Annika Händchen lesen. Und zwar Händchen, die Finger dran sind. Und wenn man an diesen Fingern dreht, dann würde es gerne Musik geben und ein Lied singen. «Oi, das ist eine gute Idee, oi, das ist eine gute Idee», haben die anderen Zwerge gesagt. Dann hat er gesagt, aber ihr müsst mir die Wolle liefern. Ihr tut einfach bei euch ein Bölzchen, das ihr habt, die Brust, die Haare ausreissen und ein bisschen von der Hörli am Kopf. Und dann tut ihr mir die zusammendrehen. Das müsst ihr nachher alles so zusammendrehen. Und dann bringt ihr mir die Wolle und ich lese mir Händchen. Ja, dann sind die gegangen und haben sich an den Orten ausgerupft und haben die Wolle zusammengedreht und haben eine ganze Klungel gebracht und haben sie hier am Udo gebracht. Und er hat gesagt, wunderbar, morgen Abend könnt ihr kommen. Und dann hat er Lismernadeln genommen und hat gelismert und gelismert und gelismert. Und dann hat das so grosse Händchen gegeben. Dann sind sie am anderen oben gekommen und haben gesagt, geht's eigentlich noch? Was hast denn du da gemacht? Und dann hat er das hier an Finger und hat gesagt, ui, das ist ja furchtbar. Wieso machst du so etwas Grosses, das nachher so laut macht? Ich kann doch das nicht tragen. Ja, keine Sache, dann tue ich es halt wieder auf und dann kommen wir morgen oben und dann bis dann habe ich es gelismet. Und dann hat er wieder angefangen lismen und dann sind sie heimgegangen, schlafen in die Höhle und am anderen oben sind sie wieder gekommen. Dann hatte er so ein kleines Händchen und hat dann nachher so über den Finger getan und jetzt nur gemacht, und gesagt, geht's eigentlich noch? Die Annika kann doch das Händchen nicht anlegen und der tönt ja nur so blöd. Wieso lässt mich denn so einen kleinen? Jetzt machst du einen rechten. Dann hat er gesagt, ja, kein Problem, ich tue es auf. Kommt morgen oben wieder. Dann hat er es aufgemacht und hat er wieder angefangen zu lesen. Und am anderen oben, wo sie gekommen sind, war ein perfekt grosser Händchen da. Und dann haben sie das angelegt und er hat das schön angefangen zu singen. Der Mond ist aufgegangen. Und dann haben sie das angelassen und gesagt, das ist jetzt wunderbar. Oder ich höre ein Glöckchen, das läutet so nett, der Tag ist vergangen, jetzt gehe ich ins Bett. Oder schlaf, Kindli, schlaf, der Vater hütet die Schaf und die Mutter hütet das Lämmeli, schlaf, mein kleines Engeli. Und sie haben alle Kinderlieder hören und alle Weihnachtslieder. Und dann haben sie gesagt, das ist ein super Geschenk. Und dann haben sie auf einen anderen Tag die Annika bestellt und die Annika ist gekommen und hat gesagt, ja, und was habt ihr jetzt? Die haben gesagt, ihr habt für mich eine Überraschung. Und dann hat der Udo gesagt, weisst, ich habe für dich von der Wolle von allen
Händchen gelismet. Und die Händchen sind wie ein Radio. Du kannst nur daran drehen und nachher singt es. Und dann hat sie die angelegt und nachher hat das gemacht, «O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.» Oder es hat gemacht, «O du Fröhliche, o du Selige» und so weiter. Also alle Weihnachtslieder sind gekommen und die klatschen und danken und gesagt, «So ein schönes Geschenk habe ich noch nie gehabt.» Und sie ist heimgegangen und hat die Händchen um das Kopfkissen da und zwischen ist sie wieder reingegangen und hat wieder Lieder gehört. Und sie war so glücklich gewesen. Und denkt, die hat am Schluss alle Lieder von Finnland können, weil sie immer wieder die mit den Händchen gehört hat. Und dann ist sie an einem Wettbewerb und hat sagen und schreiben diesen Wettbewerb gewonnen als das Mädchen, das die besten und schönsten Lieder können singen von ganz Finnland. Und das alles nur, weil der Udo die Händchen gelismet hat. Und das Märchen heisst «Die singenden, klingenden Handschuhe». Ich wünsche euch auch solche, dass ihr nur drehen und singen könnt. Eine gute Zeit und Adieu zusammen.